Ach Freunde, das Spiel belehrt mich immer wieder eines Besseren. Willkommen zurück hier. Region of Memories, Rebirth. Wir sind in den Geschichte fortgesetzt wird. Ja, ich brauchte irgendwie Gesamtwert von 20 blauen Karten, um hier durchzukommen, aber okay. Das Problem ist, der Typ, der gerade kommen wird, und Riku's Deck. Warum? Es ist relativ simpel. Riku's Deck hat Maximalwert von Karten von 5. Und ich habe nur 9 Angriffskarten. Sprich, wir gehen die Karten relativ schnell aus. Und beim Nachstocken ist es halt so, dass ich relativ bald keine Karten mehr habe. Nach einer gewissen Anzahl von Nachstocken plötzlich keine Karte mehr. Und noch irgendwie 1 oder 2 Karten, sprich, du kannst keine Kombi mehr bauen und so. Und das ist scheiße. Was auch scheiße ist, ich kann die Karten nicht sortieren. Das ist vor allem deswegen doof, weil, ja, es gibt bei Riku das System von wegen Gegner kontern. Im Sinne mit dem gleichen Wert stechen und dann halt zurückschlagen. Da ist alles schön und gut. Nur, angenommen, ich habe die Situation hier und der Gegner kommt mit dem Wert von, sagen wir 8. Dann habe ich 5, 2, 1, 5, 4, 3. Ich weiß nicht, wie es bei den meisten von euch geht dabei, aber dass ja Echtzeit ist, das Kampfsystem. Sprich, er sagt eine Karte mit dem Wert 8 an. Ich habe maximal 2 Sekunden Zeit, wirklich maximal. Und muss da schnell gucken, aha, eine 8, ich baue eine 4, eine 3, eine 1 machen oder 2 Vierer. Ich habe keine 2 Vieren, okay, eine 4, 3, 1. Das heißt, ich muss erstmal 1, 4, und bevor ich zu 3 komme, hat er mich bereits getroffen. Und das ist eigentlich so gesehen das Szenario, was am schnellsten funktionieren würde. In der Regel ist es so, du hast eine Karte, guckst nach der zweiten und da hat er dich bereits. Also ganz ehrlich, ich kann verstehen, wieso man bei Riku gesagt hat, hey, man macht hier nicht so, dass man das Deck selber wählen kann, auch nicht irgendwie, dass man selber aufstocken kann, etc. etc., weil man will es irgendwie doch relativ schnell durchhaben. Kann ich verstehen, ist aber für die Situation hier, wie vor allem bei diesem Boss hier, scheiße. Ich habe auch schnell gegoogelt, wie andere das gemacht haben und so, und die sagen alle, es ist scheiße. So. Nur damit wir das gleich mal vorweg schon mal erwähnt haben. Und ich verstehe, wieso ich gleich sacken werde. Ja, schon wieder. Habe ich jetzt hier so viel Schaden gemacht, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Oh, nach der Welt. Oh, toll, dankeschön. Ich komme gar nicht so schnell dazu, eine andere Kartenkombination zu machen. Ich muss wirklich zuerst ausweichen, bis er mal eine Karte spielt, gegen die ich was machen kann. Okay, aber der Vorteil von der Methode scheint zu sein, dass ich so immer meine Karten behalte. Sehe ich zumindest so. Ja, ist gut, kannst bitte mal einen Tief... Mann, kannst bitte mal einen tieferen nehmen? Mann, ich treffe ihn da oben doch nicht. Ich bin noch 0, also dem... Oh, scheiße. Ja, war jetzt mein Fehler. Nein! Oh, ich bin so nervös, sorry. Dankeschön. Das war knapp. Ja, so scheint es tatsächlich zu funktionieren.
Nur so knapp. Okay, so weit kam er vorher noch nie, nur mal ganz kurz angemerkt. Der Witz ist Rico nicht mal eine 0. Er hat 2 tiefe Karten, eine Karte mit dem Wert 0. Nee, hat Rico nicht. Wofür auch? Er ist ein Rico. Na toll. Ja, da kommt im Inter 6 plötzlich. Ja, was soll ich gegen den 6 machen? Nein, jetzt schon wieder der Quatsch. Nein, da gibt's... Oh, jetzt bin ich wieder so weit. Ja, dankeschön, Spiel. Schnell die Rico Rebirth-Modus, wie auch immer, durch und dann das Spiel nicht mehr anpassen. So eine behinderte Scheiße, hey. Das ausgerechnet bei Rico. Eine Scheiße einzubauen, ganz ehrlich. Ja, du hast nur Karten mit dem Wert 1 bis 5. Und das auf Anfänger. Mann, auch schwierig würde es noch verstehen, weil es dann vielleicht irgendwie Bock machen würde, aber so. Also mir macht so keinen Bock, muss ich ganz wieder zugeben. Aber gut. So, also so ungefähr sollte man es machen. Natürlich nicht so mit den Fehlern, die ich am Schluss gemacht habe. Aber da war ich wieder ein bisschen so ungeduldig. Muss ich leider zugeben. So, dann hier schnell durch. Hoffentlich keine Gegner mehr erwischen. Das Piepen, ja, mir geht es auch ein bisschen auf den Sack, aber wir haben es gleich überstanden. So, hier war der ursprüngliche Roulette-Raum, wo ich ein paar Karten gefarmt habe. Was leider eben, wie bereits früher schon mal erwähnt, da, weil auch Roulette-Raummäßig, da muss immer erst einen Gegner besiegen, der irgendwie diese R-Karte hat. Und dann funktioniert es. Ist ja auch ein bisschen, naja, mühsam halt, ja. So, wir sind Level 20 mit Rico, oder 21 bereits? 21. Nice. Aber Rico müssen einfach ein Level-Up haben, oder? Ja. Knapp 1000. Und wer weiß, was jetzt kommt. Ah ja, hier sind noch ein paar Gegner, die noch darauf warten, geplättet zu werden. So. Hier die Geschenke. Was bringen die überhaupt? Hat sowieso nichts drin. Ja, schön. Okay, heißt es kommt gleich nochmal irgendwie ein Boss oder was? Oh Mann, Wonderland. Jetzt haben wir es immerhin geschafft. Noch kurz geheilt und los. Oder raus. So, was sehen wir nun? How can we help you, Vexen? It's not very often we see you topside. I came to lend you a hand. You obviously believe this Sora has much potential, but I remain unconvinced he is truly worth such coddling. I think an experiment would show if he really is of any value to us. Well, here we go again. It's just an excuse, so you can carry out your little experiments, that's all. I'm a scientist. Experiments are what I do. Yes. Whatever. You can do what you want. But you know, I think testing Sora is just a cover for testing your valet. Valet? He's the product of pure research. What he actually is a toy. You should just learn to be quiet. Anyway,
Since you came all this way, you're gonna need this. A humble gift to my elder. I hope you use it to put on a very good show for us. That card holds the memories of Sora and Riku's home. It's just a card. What good is that? With a little help from Naminé, you'll have all the real Riku's memories. Maybe we can get her to make you forget you're nothing but a fake. In other words, we'll remake your heart so you can be exactly the same as the real Riku, okay? You want to remake my heart? The real Riku is a wimp who's afraid of the dark. What do I want with the heart of a loser? Any objections, Vexen? After all, you do want to test Sora, don't you? It must be done. How can you? Are you betraying me? I told you I would make good use of you, didn't I? No. Relax, kiddo. I don't think it's gonna hurt that much. I'll hurt you. Stupid little toy. Think you could defeat me? Where would you ever get a thought like that? But look on the bright side. Along with everything else in your head, Naminé will erase the memory of me knocking you flat. Instead, she will implant the loveliest little memories you could ever hope for. It's no big deal that they're all lies. No. No! Gut, das erklärt natürlich, wieso Fake Riku uns im Pfad von Sora niemals irgendwie was vom echten Riku erzählt hat und so. Das erklärt einiges, weil er sich mehr weiß, wurde alles ausgelöscht. Aber eigentlich müssen Naminé das trotzdem noch wissen. Wir haben gerade gesehen, sie ist ja da, also nicht so, dass sie irgendwie da abwesend war und so. Okay, ja, noch interessant. Okay, das heißt, sie kann nicht nur Soras Erinnerungen und die von der Freunde, sondern auch die von Fake Riku manipulieren. Aber das heißt doch eigentlich auch die von Riku. Warum haben die also nie gewollt, dass Rikus Erinnerungen sich auch irgendwie verändern? Das ist irgendwie etwas, was ich noch nicht ganz verstehe. Gut, vielleicht geht es auch wegen Mickey. Vielleicht das Licht von Mickey ist irgendwie so eine Art Schutzschild. Könnte ich mir jetzt noch irgendwie so ein bisschen vorstellen. So, hoffen wir kommen jetzt ein bisschen schneller vorwärts. Arena Solymos, das heißt Hades. Hades habe ich ja nicht mehr so schwer in Erinnerung wie auch schon. Kommen wir relativ schnell durch oder muss ich vielleicht sogar noch ein bisschen tricksen? Ne? Werden Sie gleich sehen. Den Wert noch ein bisschen checken. Minuswert 1. Ja, ihr habt zwar einen, aber wir haben so ein paar Vierer. Naja, wird schon gut gehen. So, die sparen wir später auf. La 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 la. Coole Musik, trotz allem. Okay, sieht ein bisschen seltsam aus. Sogar leicht creepy. Ja, stimmt schon. Achso, kommen wir gar nicht hoch, okay. In die herzlosen Bösen und leicht zu überraschen sind. Werde das nicht für immer, wa? Dann nehmen wir dann auch sowieso beide Türen.
Genau, nun wird es bereits weitergehen. Kommen wir noch schon weiter, brauchen wir da irgendwie einen Gesamtwert. Okay, das ist nicht so schwer. Ich werfe mal die raus, die nervt man sowieso am meisten. Und dann noch eine Green Card. Die anderen Werten abgleichen. Wir haben dann eine Nuller, werfen mal die. Wobei ein Nuller ist eigentlich immer cool. Da habe ich noch eine 2. Ich schmeiße mal die 2er hier raus, wa? So. Gut, Freunde, ja. Theoretisch könnte es auch Herkules sein. Aber nee, wird schon Hades sein, oder? Ja, war zu erwarten. Frage ist, kann ich alles normal platt machen, dann muss ich wieder... Meine Kanzeln alle stärker. Das ist eine geile Kombi. Oh, der Quatsch. Blocken gehen nicht bei ihm, aber beziehungsweise blocken schon. Irgendwie ausstechen. Wieso ist Hades schwächer zu besiegen als der andere? Ja, ich weiß die Karten, aber warum gibt man uns hier stärkere Karten als im Kampf gegen anderen? Da im Wonderland. Irgendwie die Kartenverteilung ist sehr creepy, finde ich. Sehr, sehr creepy. Hä? Gar kein Level-Up? Was zum... Stufe 2. Hat es zu wenig Erfahrungspunkte gegeben? Okay, ja, das ist natürlich ein bisschen schwach, also sorry. Ja, sehr hohe Karten. Deswegen ist mir noch nie so aufgefallen, weil ich wusste schon, dass die Karten ein bisschen abhängig von der Welt sind, dass sie immer ein bisschen anders verteilt werden und so. Aber dass wir jetzt für die Wonderworld Map so geringe Karten hatten, vom Wert her, haben wir doch ein bisschen gewundert. So. Komm, geh auf LP! Ja, Mann, atme mir aus. Sehr geil. Hier waren die am Dösen, das heißt eigentlich 2 Mal nach oben und sind wir da. 5 oder eine 0? Was machen wir? 1, 2, 3, letzte Chance! Vorbei! Und ob wir richtig sehen, sehen wir, wenn das Licht aufgeht. Was? Eigentlich die Tür, war? Aber egal. Hopp. Einfach durchmarschieren, weil wir einfach so geil sind. So, das ist wieder eine schöne Welt. Ja, ging relativ fix. Aber trotzdem. Und in meinem Wonderworld, ich habe schon im Original Kingdom Hearts gehasst. Also ich muss so sagen, im ersten Teil der Reihe, als Kingdom Hearts Final Mix wir gezockt haben, fand ich Wonderworld auch schon ein bisschen schräg und ja, den Boss habe ich sowieso gehasst, das stimmt. Aber generell, das ganze Konzept war auch ein bisschen crazy. Egal, Riku Stufe 22. Ich bin gespannt, was passiert jetzt. Vermutlich mal nichts zuerst. So. Und jetzt wird wieder was kommen. Keine Ahnung. Wird wieder Wechseln auftauchen oder was? Why so glum, Namine? Is there something that's been troubling you? Are you feeling awful about tinkering with Sora's memory? Or maybe you... Cut it out, Larxene. Namine? She doesn't want to remember Sora. Is that so?
Don't worry. Whatever's hurting you, I'll make it go away. I swear it on this. The good luck charm you gave me. See ya. That's just amazing. It's almost like you completely made his heart from scratch. Nice touch with the good luck charm. I didn't know you could use memories to transform objects like cards into keepsakes. You used the same trick on Sora, right? You changed Kairi's good luck charm with your magic, didn't you? It won't be long before Sora forgets about Kairi completely, and then he'll be all yours to... He won't forget. Huh? No matter how much I change his memory, Sora will never forget Kairi. Memories of me, more false memories of me, will just make his feelings for Kairi even stronger than before. Because I'm the shadow of Kairi. What's your problem with that? That should be your incentive not to screw anything up. Just do a good job rewriting Sora's heart, then you can actually be somebody, and no longer just Kairi's shadow. You'll be real in Sora's heart. Ganz schön fies, was sie mit Namine so angestellt haben. Ganz, ganz schön fies. Ja gut, Freunde, wir kommen immer näher der Wahrheit. Es sind ja nicht mehr so viele Welten. Ja doch, eigentlich schon, wenn man ganz ehrlich sind. Es sind leider immer noch sehr viele Welten. 5 um 4 nachher, 3, 2, 1 in dem hier, ist eigentlich logisch. Ich meine, 1 wird ja wohl ziemlich sicher wieder das Schloss hier selbst sein. 1 wird noch Twilight Town sein. Halloween Town haben wir noch vor uns. Natürlich noch unsere eigene Insel, wa? Die fehlt ja auch noch. Ich frage mich gerade, gegen wen soll ein Riku auf unserer Insel antreten? Ein Schattenborn kann es euch zeigen, weil das ist ja eigentlich sowas fein, sage ich jetzt mal. Ja gut, es könnte theoretisch sein, dass Riku gegen Ansem antreten muss. Das würde irgendwie noch passen. Oder wieder gegen sowas selbst. Also in Erinnerung. Hätte irgendwie auch was. So. Ah, Atlantica, Halloween Town, Oogie Boogie. Ah, beide Gegner keinen Bock, ganz ehrlich. Arme Atlantica. Ja, Ursula. Nee. Aber gut, was soll's. Erstmal gucken, wie die Welt aufgebaut ist. Ich muss sowieso die Folge gleich beenden. Die Frage ist eher, muss ich offscreen ein paar Punkte bzw. Karten farmen? Weil den Weg frei kämpfen bis zum Boss wird doch mir sowieso. Ja, es ist Atlantica, denn die Musik ist einfach geil. Und Riku kann unter Wasser atmen. Das ist so voll steil. Ach du Scheiße, ernsthaft bis da oben? Okay. Also Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich werde da ein bisschen Rambazamba machen bis dahin. In der Hoffnung, dass wir dann wieder mal für Karten so. Okay, ein paar Nuller. Gegen Hals hat er stärker Karten, sehe ich gerade. Dann wieder lustig, ey. Aber ich habe 11 plötzlich Karten, okay. Nicht mehr 9 wie noch da in nicht Halloween Town, nee, Wonderland. Muss ein bisschen sehr wenige waren. Roulette-Raum. Der kommt mir gelegen, Freunde. Der kommt mir gelegen und ein paar Karten farmen. Also dann, bis zum nächsten Mal zurück bei Kartenfarming. Oder Cards Farming. Kingdom Hearts, Cards Farming, Rebirth. Irgendwie so. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bye, bye. Geil.